welcome hier. Vrouwen Oostertien alle, happy Easter. Ik vrij dat je hier dit zijn en levenswasser verdeelt met ons toe. Dit is een bijzondere dag te vieren. Dit is een Oosterhelgdeel, de Oosterdeel wat we vieren. Dat is de zeer wichtige deel van ons als christen. En we willen gaan zeggen, dat is de grond van onze geloven. De Oostertijd wat we vieren. Ik vrij dat je hier bent. En dit is een samaris met ons toe. Je kan het niet leven vieren. We hebben 12 vast van deel. Mensen hebben niet leven in Christus. En ze willen zich 12 loten van deel. En dat is best een zeer schijne tijd. Ik kijk van deel samaris uit. En ons appelboom, die vangt een beetje aan te bloeien. En some bloemen vangen aan te bloeien. Dat je niet leven. Dat is een zijn van niet leven. En dat is wat zich 12 loten van deel. Die wel ook bewijzen ze hadden niet leven. Dat is een sign van niet leven. Niet leven in Jezus. En zo, mijn vriend dat zei dat je hier bent. Ik zie Pastor Jacob, Pastor John, wat loot dat de boodschap had. Wat een boodschap zijn aan niet leven krijgt. En zo zien de boodschap die heet 3 deel naar dem Kjriez. En dat is de dag van deel. Dat is de dag waar we bis Jezus zijn leven vieren. Dat hij levendig is. We hebben 22 mensen wat zich 12 loten van deel. De eerste godsdienst die we ook ons vallen. Er waren 11 mensen wat zich laten 12. En nu nog eenmaal waren 11. En dan hier op dit eind wat steiler aan de kant. Hier brengen we de 9 tot 12 kinderen aan. Lot, dat jullie kinderen waar je aankomen. En ze worden dat zijn, die worden je 12 wat. Ze worden de testimonies hier. En ook de 12 zijn, die zijn niet schuldig. Ze helpen vrouwen, wat is dat? En zo, we kijken naar de toekomst, dat ze ook weer leren. En dat ze kan de best part van dat zijn. Zo, wanneer je zijn de kinderen hier aankomen, ze worden best die tijd aankomen wat de 12 aangeeft. So wat de service te lijn gaan. Pastor John wat laat de boodschap had. Naar de boodschap waar de testimonies hier en de 12. Maar we waren aanvangen met God loven. En I'm heel van de samaris. Ik wil vragen dat je opstaan. De team die waren ons aanleiden met 2 leider. En wanneer we deze leider zingen van de wel ons op besluiten te hard gaan wat Jezus heeft van ons gedaan. Vandaag is een bijzondere dag. Dat is Oosterzondag, dat is waar Jezus opgestaan is. En we zijn hier, we hadden alleen het hem vandaag bus om te loven, om te danken voor alles wat hij gedaan heeft van ons. En over alles bus dat we kunnen dankbaar zijn dat hij levendig is. Voor hem hemel, we danken die. We danken die voor deze Oosterdag. We danken die dat we geloven aan die haar. We danken die dat u ons niet leven is. We danken die dat u om Kjriez starfst. Dat u opstond, dat u levendig bent. Dat u levendig in ons bent. Wie wil die van jou best heel geven? Dit is een Oosterdag, die loven en die prijzen voor alles wat u hebt van ons gedaan en wat u was gedaan. En Jezus naam bid we. Amen. Wel we zingen. Ursache te zijn, dank aan die dag, dank aan die dag. Wenn der Stern dort hier, bloß der Stern ist von uns und den Hut in dem Wort war verstehen, dank aan die dag, dank aan die dag. Und Leute von Danksagung, das mein Leute von sich, wer das mein Gewehr
sang, beschau mich dreh von dem Preis. Der Friede in dem Horn, der Friede in dem Horn, der Friede in dem Horn, jaff mich groß. Markier ihm uns ab, beschau mich dreh von dem Preis. Ich freu mich im Horn, ich freu mich im Horn. Ich tanz in der Schönheit und Joen am Ernst vor mir. Ich freu mich im Horn, ich freu mich im Horn. Ich sing von Woche du das Bader in Bader singen. Ich sing von Woche du das Bader in Bader singen. Ich sing von Woche du das Bader in Bader singen. Kommst du live, du reicht auf dunkle, brütst durch den Schatten von meines du lässt die Vorräte mir kommen. Jesus Christ, meine Hoffnung. Mehr können sich verstehen, genug so erstaunend, von Wort versteht ohne gerote Leid. Ja Gott, stopp drauf vom Himmel, durch meine Sünd in meine Schuld. Ein Ding und Kjriez, gib mir Vergebung, dein Hart von Harnacht wie sie kennt. Kraftvolle Haare, hier die Arme, Jesus Christ, meine Hoffnung. Halleluja, rester ihm dein Werk mit Fried. Halleluja, dort verloren Haul und nie, hast dich jedenlos gelobt. Du hast Rat und kenn ihn um, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Halleluja, rester ihm dein Werk mit Fried. Halleluja, dort verloren Haul und nie, hast dich jedenlos gelobt. Du hast Rat und kenn ihn um, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Dann Morgen in din Versprechen, die mir grund der Körper krieg Leben trägt. Dann ut dem Stelle, dein lebt kein Brallet, röpt ut och rov, haft kein Reichtum mehr. Dann kommt ein Morgen in din Versprechen, die mir grund der Körper krieg Leben trägt.
Jesus lebt, amen. Amen. Weet je, wenn Trump wordt, dann schrien sie für USA, USA, nicht? Tja, wie kann ich sagen, Jesus lebt, das riemt sich mit da, nicht? Wollen wir mal versuchen? Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Ja, Jesus lebt. Wenn Jesus nicht lebt, dann ist es alle für nichts. Ons ganze zogenaamd jässeljet Leben. Zondagsmorgens naar kerk voeren. Tafels haben. Lieder singen. Weet je, die Lieder, die haben fijne wieder. Aber ohne die Auferstehung ist das alle meinungslos. Wohin wirst du hier sein? Kannst du bitte am Sterben sein, nicht? Als Jesus abstand, dann schadert die Erde, dann schadert von der auch. So, ich habe bloß so denken, dass Jesus abgestanden, nicht? Aber weet je, die Auferstehung, Jesus sein Abstand ändert alles. Das ändert unser ganzes Leben, unsere Zukunft, unsere Ewigkeit. Wenn Jesus nicht ist abgestanden, dann wird die Geburt dort in Bethlehem bloß noch eine Geburt. Wenn Jesus nicht von dort abstand, dann wird er bloß ein Mensch, der rumgeht und gute Dinge tut, den Menschen heilt und predigt, hat Umgang mit Menschen, aber als er starb, dann wird alles vorbei. Und so die Auferstehung ändert alles. Nicht bloß für Jesus seine Jünger, für die Welt da, aber auch für uns von der. Some von ihnen wollen den Taufen lassen von der. Wenn es nicht für Jesus sein Abstand ist, dann wohin will sie tun? Das hat absolut keinen Sinn. Und so die Auferstehung, weet je, wie Mennoniten, wie gleich in unserer Helge der und ich, Weihnachten, Pfingsten, Ostern, was immer. Aber das ist der Tag, was wir wirklich sollen feiern. Ich meine nicht, dass Jesus Charakter von der ist abgestanden, aber das ist der Tag, wo wir daran denken. Und das ist der geradste, helle Tag, was jemals gibt in dieser Welt, in der Auferstehung, der ändert alles für die. Die ganze Zukunft, die ganze Leben, dass Dinge Meinung haben. Und so wir wollen ganz kort noch 3 Wörter checken, was keine Meinung haben ohne die Auferstehung, oder sogar ein Fluch sind auf uns Leben. Das erste ist Gnade. Weet je, wie gleich in Gnade, gleich an Gnade zu predigen. Gnade ist Gott sein Geschenk für uns. Gnade sagt, dass Gott rat die, something, was du nicht kannst selbst tun, er jaft die dort. Ohne die Auferstehung ist Gnade tot. Ohne die Auferstehung ist dort kein so ein denkjes Gnade. Epheser 2,8 sagt, die sind durch Gott seine Gnade gerat, dass es eine Lehre ist, wenn du nicht eine Auferstehung ist. Du hast erstens keine Gnade, du hast keine Radung. Und so, die sind durch Gott seine Gnade gerat, willst du glauben, das ist nicht durch deine Worte, das ist ein Geschenk von Gott. Wenn Jesus nicht abstimmt von dort, dann ist das kein Geschenk. Du hast auch nicht mal einen Gott. Jesus selbst wie nicht Gott. Er wie ein Lehner, was rumgeht und sich so deut, hier wie Gott. Aber du hast keine Erlösung, du hast kein Gott, du hast keine Ewigkeit. Wenn Jesus nicht abstimmt, dann ist das alles tot. Ich wünsche mir einmal, dass uns singt das wirklich in Horten an, dass uns ganzes Leben ist anders, wenn Jesus von dort abstimmt. Wenn er nicht von dort abstimmt, dann wird du von der überlebst und deine Weide und dein Schein gehen oder dein Arm sind oder Reck sind oder was immer du hast in deinem Leben. Aber das ist alles, was du hast. Und da kann nur mehr anders sein. Da kann nur mehr alles verschwinden. In Epheser 1,7 sagt ich, durch Jesus, der sein Blut für uns gegeben hat, sind wir losgekauft. Das ist eine Lehre, wenn du nicht eine Auferstehung hast. So hat sein Blut für uns, wir sind losgekauft, und uns sind die Sünden vergeben durch die große Gnade. Na, weil die Gnade ist nicht ohne die Auferstehung. Vergebung ist nicht, das hält nicht an. Die uns Leben nennt, mit uns Üben für die Wahrheit, und mir das gibt nicht mal eine Wahrheit, wenn in unsere Bibel ist eine Lehre ist. Jesus seine Wert, Jesus sein Leben ist eine Lehre ist. Ohne die Auferstehung fällt alles weich. Na, Paulus sagt den Korinther, dass wenn wir nicht die Auferstehung haben, dann sind wir die ganz jämmerlichsten Menschen auf der Welt. Und ich glaube, er redet von seinem Leben und seiner Verfallung und er muss für ein Leiden in Gefängnis sitzen und solche Pätschen und so wieder verwahrt. So, wenn er keine Auferstehung wird, dann wird er alle nutzlos. Und das ist die Ursache, wo ihn der Feind zu sehr schafft, mit der Jesus in Abstand sein, zu nichts zu merken.
In der Welt von der Menschen glauben nicht an Jesus in der Auferstehung. Und man die dort nicht glaubt, kostet alle was schmieden, mir das halt alle nicht an. Und dann kostet Gott was schmieden, kostet Jesus was schmieden. Die in der Bibel kostet verbrennen, wenn das bloß ein Buch verleert ist. Wenn die Auferstehung da nicht ist, dann fällt das alle was. Und so dass wir von der Taufe haben, wir reden von nie Leben, wir reden von 3 der Nomen Kjriez. Du wieder Auferstehung. Habe ich mal einen seltsamen Traum gehabt. Und dann war ich ab von dem Traum, dann war ich an, dass wir bloß ein Traum und die feilen nur danach Halleluja schrien. Das tut nicht so wie, nicht? Habe ich es auch mal belebt? Vielleicht tue ich nicht groß, ich weiß nicht, aber anyway. Mag nicht schlucken mit reden. Denk mal an Petrus. Sein laatste Ding, wie Jesus verliehen. Und dann geht er weg, der Chef sagt, Herr, betterlich. Und da wird das laatste Ding, was er mit seinem besten Freund getan hat, da wird das laatste Ding, was er für den, was er glaubt, sein Meister, sein König wird, das war das laatste, was er für den getan hat, und dann starb Jesus am Kreuz. Und Petrus sein Leben wie Eva. Ich denke einmal so, der Mensch, der 3 Dinge, was sonntagsmorgens, und weet je, der Schrift sagt uns, dass Jesus begegnet Petrus. Ich war noch einmal bei dort gewesen. Das ist damals so gewesen, als von einem seltsamen Traum abwarten, bei ihm ist es doch nicht so. Und Petrus kriegt Vergebung, und Jesus nimmt ihm Abstand und trägt all die Dinge. Gnade. Gnade ist ein deutliches Wort ohne die Auferstehung. Der nächste Ding ist Tod. Tod ist ein Fluch auf ans Leben. Tod ist ein Feind, aber das ist alles, was du hast, ohne die Auferstehung. All das Leid in dieser Welt, all die Krankheit, all die Dinge in dieser Welt, was arg gehen ans Leben, das ist alles meinungslos, ohne die Auferstehung. Und so. Der Tod, das ist ein Ding, was Trennung ans Leben anbringt, das bringt in lachende Familien an, das bringt Bang, das bringt Troen, das bringt Begrafnis, das bringt alle Hand mit sich. Ohne die Auferstehung ist ein Fluch in uns Leben. Und der Schrift redet von, dass wir sollen tot sein zu Sinn. Und das ist eine meinungslose Idee, wenn er nicht eine Auferstehung ist, zu nicht leben. Und Reimer sagt, eins sagt, was soll wir dann sein? Soll wir beim Sinn bleiben, dass er genug durchgeraten wird? Das darf nicht mal genug, wenn Jesus nicht ist abgestanden. Und er sagt, ich habe keinen Weg, wo soll wir für den Sinn tot sind und wieder beim Leben. Und weißt du, die Idee ist hier, dass ich gestorben, zu das alte Leben abgestanden, zu nicht leben. Das ist, was wir hier wiesen von der Metapher, das ist, was in meinem Leben passiert ist. Aber das ist meinungslos, ohne die Auferstehung. Das ist erstens kein Tod zu sein und auch kein Nicht-Leben in Jesus, wenn du nicht eine Auferstehung hast. Und so sage ich wieder, große Haltung dafür, dass die für den Sinn tot sind, aber in Christus Jesus lebendig sind, so die Tod zu sein und Leben in Jesus, der taub. Aber das beides meinungslos, ohne die Auferstehung. Und so der Tod ist bloß ein Fluch in uns Leben, beides geistlich gerät und körperlich, ohne die Auferstehung. Das dritte Wort ist Leben. Zoals ich al zei, ohne die Auferstehung ist das Leben meinungslos. All die Dinge in dieser Welt und all das, die gefallen hat in dieser Welt und nicht bloß uns Leben, aber wenn you know, Krüt und Tieren und alles in dieser Welt vergeht und stirbt und das ist alles meinungslos ohne eine Auferstehung. Und dann ist es wichtig, dass Jesus lebt. Reimer sagt, vorher sagt, wir waren durch den Deuten mit am Tod im Tod begraben, dass aus Christus durch den Futter seine Herrlichkeit können von Tod abgeweicht worden. Wir können in ein neues Leben wohnen. Weißt du, das Feuer ist eine ganze Herd leer ist, wenn Jesus nicht ist abgestanden. Und so die nur Zeug von Sonntag für Sonntag, das ist ein nutzloser Ding, die Kostus bleiben. Und wohin wirst du tun? Wenn Jesus nicht ist abgestanden. Und nicht bloß an Sonntag, aber all das, was wir tun für Gott, derche Werk, ans Beten für Menschen, ans Predigen, ans Zeugen, was immer das ist, sind nutzlose Dinge. Wenn Jesus nicht ist abgestanden. Und du weil der Feind haben, dass Jesus soll im Grab bleiben. Von Furz an, als Jesus abstand, ging die Lehre ran, dass die Jünger hatten den Körper gestohlen, wenn Jesus abstand, dann bist du verantwortlich. Und das, wo in der Welt Jesus von der Welt im Grab haben, wenn man den Grab hast,
dann sei nicht Gott, er ist nicht ans Rechter, wir sind nicht verantwortlich für Armen, wir können so leben, so wollen. Epheser 2,10 sagt, dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, was haltet man da der Mensch verbunden sind, wenn er nicht ist abgestanden? Hat Gott uns nie geschaffen, einen Stand versagt, dass wir Gott tun, kann ich selber tun leben. Das ist ein nutzloser Befehl, oder eine nutzlose Idee in ihr Leben, wenn es keine Auferstehung ist. Und so weiter Lied. Die Auferstehung ändert alles. Jesus lebt, amen? Wenn Jesus nicht lebt, dann sind wir jämmerlich bestellt. Und all das Taufen hier, und all das Predigen und Singen und so weiter, ich meine, das sind bloß Dinge, was wir tun, halt nur an. Aber nu, dass Jesus ist von Tod abgestanden ist, Gnade. Gott sein Geschenk ist ewiges Leben. Nu, dass Jesus ist abgestanden ist, der Tod, der Stachel, der Tod ist rütgenommen, das ist nicht mehr ans Letzte findet. Und wenn er auch weiter in der ersten Lage steht, wir haben Begrafnis, aber das ist nicht das letzte Kapitel, wenn Jesus lebt. Und nu, dass Jesus lebt, können wir nie das Leben haben. Wir können nie das Leben haben, hier jährlich, wir wollen nie das Leben haben, in der Ewigkeit nie sterben und nie irrt, wenn Jesus lebt. Amen. Kann ich noch einmal sagen, Jesus lebt? Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Amen. Jesus lebt in dein Leben, kann von der Meinung haben, du kannst dir Rat sein, du kannst Vergebung haben, du hast Gnade, und der Tod das nicht mehr dient, du hast nie das Leben, wenn Jesus lebt. Jetzt haben wir schon vorher Dankeschön für die Auferstehung. Dankeschön, dass du bist abgestanden von Tod, du bleibst nicht im Grab. Und Herr, 3 Jahre nur das Kjriez, dann stundst du ab, keiner was der Römer deuten, keiner was der Juden deuten, keiner was der Diebel deuten, keiner was der Welt deuten, aber du stundst ab. Und nu danken wir dir, dass wir können nie das Leben haben in uns, wenn du lebst. In Jesus' Namen. Amen. Alright, so das nächste war wieder Zeugnisse hier von dem, was sich Leute taufen. Da war kurz an, was sie hier war vertalt. Kann jemand sein, dass die Elders haben mit diesen alle einzeln getroffen, oder die Elders früher haben, mit diesen Menschen geredet, was sich taufen lassen. Und die haben alle ein sehr gutes Zeugnis, wir sind sehr excited verehrt. Und ich habe es scheint mit Menschen geredet, die excited sind, nie das Leben haben, und ich habe es scheint das mitteilen. Und so, wir hatten Vertrauen, dass sie sich taufen ab ihr Glauben. Und sie waren hier kort alle ein bisschen verteilt von ihrer Geschichte. Und dann nur dort, dann waren wir die Taufe haben. Hello, my name is Kevin Froese. I grew up in a Christian home, and I accepted Jesus when I was, I think, 4 years old. But I always told myself, or I told God to let me know when it was time to get baptized. That's about where I left it. I didn't go any further than that. And then one day, I was talking with my friend, this was about a year ago, and we were talking about baptism, and he asked me why I hadn't gotten baptized yet. And I told him I didn't feel like I was a good enough person to get baptized yet. There was problems in my life that it just didn't feel right yet. And then he told me, you don't have to be perfect to get baptized, and baptizing you does not make you perfect. Unfortunately, that friend passed away about 3 months ago. It was right over the time when they started announcing that they had baptism, and every time that the baptism announcements came up, that thought hit me again. You don't need to be perfect to get baptized, and baptizing doesn't make you perfect. And then all of a sudden it hit me that God was telling me here through that friend that I was supposed to get baptized, and it was like clear as day and night. So I signed up for baptism, and so here I am. In Matthew 28:19 it says, "Therefore go out and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit." Today I am not getting baptized because my friend told me to, or told me whatever he told me, although I think God used him as an influence. Today I am getting baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you. Hallo, mijn naam is Ute Thiessen en ik wil met van mijn zeugnis vertellen.
Dat is nu al Messenger 3 als ik bij een familietrouble zum Friedensplatz nanntje. En we hadden einmal eine Stunde in dag Bibelklas. En toen we een arbeider aus der Bibelklas hadden, vertelde hij zijn zeugnis. En ik voelde me nog krank zo. We hadden nog ervaren experiences. Van den dag, jede nacht, kon ik dat spüren, dat de Heilige Geist mir durchtragen. Aber ik voelde me einmal so, als man nicht mehr perfekt sein. Aber dann, am 8. Juni, vroeg eine Freund mir, als ich Jesus al genommen und ich muss nicht sein, dann voelde ik me zo, ik me zo krank dan je doen. En ik doe dat dan ook, en dat is ook ons beste ding wat ik ever gedaan heb. Thank you. Buenos dias, meu nome is Ronnie Friesen. Ik was juist verkortet met hem van mijn zeugnis. Ik ben iemand die na de jong weer, ik ben een nacht, 9 gestorben, met de hulp van mijn papa. Dus de tijd verging, ik vang andere dingen om van langzaam weg te worden. Wat in de tijd van ik mezelf zeer, ik wil niet meer tijd. Ik wil niet tijd voor het juiste leven, ik heb draad met wat anderen. Ik heb zo weit om me te te sturen van mensen die van anderen doen. Ik beschäftige me met welke dingen als ik kan zo weit afblijven van dat smelig. Paar jaar verging, wat die schöne Präsentation mit mir hab ohne Chan, dort nicht reich viel. Ich der Chan dort, ich mit mir frisch ab und ich schäme mich mit Toffluten am Inglo. Gracias. Good morning, mijn naam is Greta. Ik freue mich, dat ik van jou ziet in deze nächsten Stopp in mijn Glauben neem. Ik kan je zeggen, wieso Jesus mir leben wird und was er auf dem Kreuz für mich tun. Durch Arm bin ich eine neue Person geworden und ich werde wieder in mein Glauben wachsen. Ich werde mich hoffen, dass man besser kennenlernen und nachfolgen, solange ich lebe. Galatians 2:20. My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Thank you. Good morning. Mijn naam is Anna en ik sta hier vandaag, wenn Jesus zijn Tod Kjriez für mich in seine Opferstunde. Ich gebe mein Leben zu Jesus, was ich 13 Jahre wird. Doch, da kam ein Punkt in meinem Leben, wo ich nicht eine persönliche Gemeinschaft mit Gott hatte. Aber während Gott mein Hort verändert hat, hat er mir immer wieder seine Liebe und Gnade bewiesen. Mein Ziel als Anbieter kennenzulernen, die mir gemerkt haben, um mir ähnlich zu wollen. Ich bin dankbar für die Fortschritte, die ich durch Gott seine Gnade bis hierher gemerkt habe. Von dem will ich mich helfen lohnen, um Gott zu gehorchen, indem ich diesen nächsten Schritt in mein Glauben nehme. Ich kann je nach einem Bibelvers. Aber Gott ist so dick und genug und er ist uns so gut in seine Liebe, dass er uns mit Christus Tipp weiter zum Leben braucht, wenn wir auch dort in unsere Sünden werden. Durch Gnade war wie selig. Epheser 2, Vers 2 bis 5. Buenos días a todos. Mi nombre es Peter Friesen. Weil ich habe mit Matteln von meinem Leben. Und in 2018 bin ich mal bei Jungschaftsfreizeit. Ich rede von Jesus. Und ich gestern reden mich an und ich ging mit den Menschen reden und ich nehme Jesus da an. Nur dem, ich weiß, und durch eine Zeit, wo ich nicht mehr viel von einem Raum geben wollte und nicht mehr von einem Angebot will. Aber bei Jahr 3, und da hatte ich eine sehr schwere Zeit. Ich ging so was rüht, ich werde bieten allein. Und ich werde stellen ab eins. Ich gehe nicht sterben, ich soll Jesus sein Wort lesen. Ich nehme die Bibel und ich lese im Vers, wo das sagt, wir sollen alles Jesus vertrauen und alles nur am tun. Und mit am tun und am sagen wie nicht. Und ich schneide die Hand und ich drücke den Taub. Und ich weiter, dass ich mich da vergeben habe. Und ich sehe nicht perfekt, aber ich weiter, dass ich mich erst und dass ich mich alles vergeben habe. Ich will mich Leuten treffen und mein Glauben an Jesus Christus. Dankeschön. Mein Name ist Peter Radekop und ich war ab einer Familie, wo du von Gott geredet wird, aber du warst nicht von der Radung geredet. Ich weiß nicht, wo ein Mensch geraten werden. Als ich 15 Jahre alt war, dann fing ich an, eine Gruppe Jugend zu fahren. Und du warst dort klar geredet von der Radung, aber dann schauf ich dort noch auf. Und als ich 18 war, dann fuhr ich nach Kanada. Und ich hatte eine Arbeit, wo ich viel allein war.
En dan vond ik een boodschap te horen. En dat waar ik een dag zo was, dan mijn leven handgeven dat nu Jezus. En über den sind mehrere Jahre vergangen, aber von der will ich mich luden hoffen auf den Glauben an Jesus Christus. Good morning, everyone. For those who don't know me, my name is JC Thiessen. I want to talk a little bit how I found God. A couple months ago, I was drowning in loneliness, and I had a very broken heart. And it really felt like I had nobody that was there for me when I needed it, even though there was people trying to help me. And I just couldn't accept it. I told myself I could do this all alone, and then God showed me that I could not. I was on a trip for almost a week, and there was 3 people, including me. So I felt very alone, and that week I struggled for 2 days, having a very hard time with no motivation to go forward in life. I started to pray, and I said to God I was ready to give it all up for Him. And on the 3rd day, God showed me that He had not forgotten about me. And that evening, I accepted Jesus Christ as my personal Savior. I know I still have a lot of maturing to do, but I am ready to follow every now and then. And I am not scared of the future anymore because I know that Jesus Christ will be with me every step of the way. Today, I'm getting baptized and declaring that I am dead to sin and regenerated in Jesus Christ. Thank you. Hej, mijn naam is Johnny Schmidt en vandaag wil ik mij toffen om bewijs dat ik Kjriez aangenomen op deze ene herren. En ik wil je toedoen dat je voor alle dat je ook Kjriez aangenomen, dat je wat leven jetzt zo schijnt en je een bekeren doen, dat je Kjriez Ian am han. Hi Alex. Hey. Wow. Dat heb ik mir een klein beetje anders voorgesteld. Mij heeft dat je bloß zo'n grote vraag geboren zijn. Alright, sorry. So, ik ben hier eigenlijk vandaag ten Minuten hofen, ten bevrienden. Dank nou, dank je gleich. Ik weet dat als vielleicht nog bekend, dat we ons testimony met dem, van wat we Jesus gevangen hebben, voor we ons hofen luten. Aber ik wil vandaag een klein beetje dollar in ons testimony als Deutsche Menschen. Ik weet, we zijn een beetje andere Soort Menschen, oder nicht andere Soort, aber wir sind bloß mit anders gewandt, als was die meisten sind. Und ich bin aber von klein an und so habe ich Huis aufgewachsen, so habe eine Familie. Ich legte so an, ich habe so einen Beruf mit dem. Und ich habe mir immer Fangeläufe gefühlt von meinen Eltern, meiner Geschwister. Und ich weiß dort, so viel von uns, kann nicht das alles sagen. Ich weiß so viel von uns, wir sind in Schwarzhuis aufgewachsen, wo nicht Leute wir, wo nicht Respekt wir. Und in so einem Stil Heim aufwachsen, dort fern, beim Aufwachsen, dort troubled uns, wie uns Hort zu merken dann. Wir sind so zu alle anderen Menschen, vielleicht davor, wie sie selbst belebt haben. Ich weiß, fährt man ein Kind, sie war erst eine auf Überall gekriegt, über alles was natet. Nur dem, dann will einer gleich mal was mit, was einem passiert ist, wegen einer hat Angst, was die anderen Menschen wollen sagen. Und wenn wir das jetzt aufwachsen, dann auch nie in der Kirche, ich weiß, du sind so viel von uns, was hier zum Morgens in der Kirche kommen, mit einem ganz gebräuchten Wort. Und wir wollten nicht, was zu tun. Und wir kicken uns rum, und dort lassen wir haben das aber alle taub, oder alle ewig haben das alle taub. Und immer frisch kann einer der Testimony hören, von was sie sind durchgegangen. Und was das trüge Ding ist, als meiste, die gehen durch dort allein. Und die wollten sich nicht ruhen mit dort. Und das kann sein, dass das wegen Sachen, die passiert sind bei der Arbeit, Sachen, die vielleicht zu im Heim passiert sind, oder mit den Freunden, bei der Schule,
Wir als dort in groter Trouble. En wie wollen uns da nicht ruht? Maar wat met dat te doen? En vielleicht setzt sich hier von dir und sagt, ich weiß nicht, was die best durchgegangen von dir. En dat stimmt, ich weiß das nicht. Aber hij weet. Jesus, hij weet. Hij weet wat in dien hart onjaat. En alles wat hij wil gaan, is kan die door mal uitscheiden, dat is te arm. Laat arm dat weten wat die trouble in dat. Laat arm weten, wat die haar voor je doen. Wenn hij heeft een leven, wat we geloof ik niet gaan verstaan. Die is zo bitter gewöhnlich sehr gut. Ich weiß, ich habe selbst in meinem Leben viel gewitnessed von den seinen Leben und was er für mich getan hat. Und das passiert nur, was einer ausstrahlt nach den Arm. Er ist der Reut, den sie in die Hand nehmen. Er wacht los, was die ich einmal was den Arm sehe. Und ich weiß, wenn wir haben Trouble, dann nicht wirklich nach anderen Menschen gehen, wegen unserer Troubles, aber wenn wir wenigstens nach Arm gehen. Ich bin mir sicher, wir werden een schaufbetere community hier in de top gaan if we dat willen doen. In verken, wanneer we kijken doen, wanneer der ons handslag ongedaan, ik weet dat breekt ons hart, maar te zeggen allemaal, wanneer du hass ist oder Angst oder was immer das ist, auf einer der drei wieder darüber nachdenken, dann kann es sein, dass ich zu sagen allemaal auch von den gebraucht nicht wird. Aber ich will die von dir sagen, dass Jesus ist du. Er ist du und er ist du aus meinen Rare. Hij is dus mijn heiler, mijn treuster. Du darfst nicht wieder treuster als hij. En vandaar wil ik met Luten troffen op dem bewijs van dat. En hij is du van omvang wat eng voor mij was. En hij is du ook voor die. Gracias. Hi, mijn naam is Arsenio Poiters. Ik wil me troffen laten met Kjriez, mijn radar aangenomen. En ik wil mijn leven voor hem leven. En nicht hoffen in der Welt, aber ganz für Jesus. In Matthäus 6, Vers 24 sagt dort, keiner kann zwei Herren dienen, er wird einen nicht liegen können und einen für den anderen viel helfen. Aber er wird einen leuven und von den anderen verachten. Die kosten nicht Gott und Geld dienen. Dankeschön. Okay, so das nächste Mal, wir anfangen zu taufen, von der aus ist ein besonderer Dag, wenn unsere Eltern sind alle mit der Taufe. Der erste Service wird alle zusammen, diese Service sind zusammen. Und so, und den Tank, was ein von unseren Eltern sind, wie nennen die Eltern in der Kirche, die werden vielleicht Ältester oder Prediger oder was immer nennen. Aber ich tue mich sehr beruf mit ihrer Arbeit, was sie hier tun, mit das alle ablehnen. Diese Service, was Pastor John auch im Tank sind. Und Albert Freis ist ein von unseren Eltern. Albert und Teresa haben über 10 Jahre sich gekümmert, haben dann alle ablehnen, die ganzen Interviews und das ganze Taufe fast. Und dann uns ein Beruf mit ihnen. Jake Thiessen ist ein von den Elders, er wir schon im Tank der Band auch halten. Und dann noch Fernando Lettgemann, er war auch im Tank sein von der. Und dann wurde aber noch some von den Freunden oder vielleicht Dads oder was immer auch im Tank dann kommen, mit ein von unseren Elders zum halten, die Taufe down. Und so ich tue mich sehr beruf mit den Elders, was wir haben in der Kirche, was hinter mir stehen, um das die Kirche ab Jeselja, Trisselja war ich zu leiden. Und so ein Tag ist das zu führen, wo wir nie ein Leben führen. Und so, wenn sie im Tank sind, dann wollen sie da mit denen reden, was sie taufen tun. Und sie sagen dort, dass sie taufen in den Namen von den Führer sehen, in den Heiligen Jesus. Die werden vielleicht nicht hier kennen, die können gleich dort sitzen bleiben, wo sie sind, dort wo alle besser sein können, wo sie getauft wird. Und dann nur die Taufe, da wird dann noch ein Leute sein, was das ganze Team ans Wort spielt. So, dann fangen wir an mit der Taufe.
weil wir Gott eine Hand geben, heuer so gut. Wort von wunderschöner Nacht oder von der und us. Alle ihr zu Gott. Nächste Leute als Krankledig und das nie Leben, wo das ist in Theken Wiesen. Dort nie Leute verteilt von dort Theken, von dort nie Leben, weil wir uns dort denken und der Schönheit von Gott. Kjriez van de radon, wir blåste omfang. Jag ser ut her vet, frien förgift. Jag kan inte åka in dort wir te leven. Gemerkt, Verdammnis zu leben, att wir bin umgerört. Abgehoben zum mir leben, att wir för många gemerkt. Den bos över dig, och mina som blind var det kvar från gnum. Min gäng kan tack vare tack i dig. Vi är för många gemensamt. Jag vårt verktyg. Jag vårt verktyg. Du Kjriez från det radon. Vi är blåsta omfram. För mig är mer. Den bos över dig, mina som blind var det kvar från grund. Min gäng kan tack för tack i hedig, att vi är för mig är mer. Verdammnis till leben, att wir bin umgerört. Abgehoben till nytt leben, att vi är för mig gemensamt. Bos över dig, mina som blind var det kvar från gnum. Min gäng kan tack för tack i hedig, att vi är för mig gemensamt. Att vi inte mer den fördammnis till leben, att vi blir umgerört. Abgehoben till nytt leben, att vi är för mig gemensamt. Den bos över dig.
dat har på slag. Schein gewoon hier met jullie top zijn van deel dat ze weer zo'n service leek. Mij vrijdag dat je zijn teruggekomen, maar dat je hier deze wat ik al toffen in je steden en pas in je steden met live. Dankzij voor hier zijn. En de verlive als koffie, je kan je de koffie holen, je ver wat de team zijn. Dat is gereid voor jullie te beden, want jullie te beden veel. Blijf terug, ze zijn veilig voor jullie te beden. Ik spreek dus een slag uit de tijd over jullie. Zijn over jullie, wanneer je met jullie familie top zijn. Oosteren ha, scheine tijd ha, schein eten. Blessings to you, zijn we ons nächste zondag hier. Vergift, vi zijn vergift.